eigentlich mit einem ganz simplen Mindmap, dass wenn man irgendwo ein Problem hat, dass man das mal benennt. Ja, schau, ich laufe immer wieder an diese Sachen an. Und da können wir eigentlich recht schnell mal herausfinden, wie die Sache, ja, wie die entsteht. Und dann wird man sehr schnell merken, dass es, eben wenn man dann halt ehrlich mit sich selber kann sein kann, dass man merkt, okay, man denkt vielleicht sehr viel darüber nach. Und dann auch, dass der Gedanke dann halt vielleicht auch etwas damit zu tun hat. Oder? Da muss man halt einmal offen sein und viele sind für neue Ideen nicht offen. Und das ist aber auch einfach in unserer Biologie, weil eine Veränderung, ja, das ist immer auch ungewohnt und etwas Ungewohntes, weil wir laufen eigentlich immer auf alte Programme ab, wo wir wissen, so funktioniert es. Oder? Und jedes Mal, wenn man dann irgendwas Neues macht, oder, ist es ungewohnt und auch, eigentlich, immer fast, eigentlich nur am Anfang. Und ja, dann muss man da, Entschuldigung, abgelenkt. Der Girlie, die Büsi schaut so herzig auf. Ein Zuschauer habe ich auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Ja, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Nein, genau, man kann dann anschauen, eigentlich sehr, sehr schnell, wenn man mit einem Thema kommt und sagt, ja, ich, ich laufe immer wieder an den Punkt an. Und dann kann man eben mit einer Mindmap mal schauen, ja, was denkst denn du die ganze Zeit, dass das vielleicht der Punkt könnte sein? Und wenn man das Ganze dann so ein bisschen wie aufwickelt und auch merkt, okay, mein Denken hat wirklich einen grossen Einfluss, dann wird man auch sich automatisch wird man merken, hey, ich muss ja gar nicht viel machen. Ich kann ja mal mit dem Denken anfangen. Ich muss nicht irgendwie noch 100 verschiedene, was weiß ich, 100 verschiedene YouTube-Videos schauen oder 1000 verschiedene Therapeuten aufsuchen, sondern ich kann einfach einmal anfangen, mich beobachten, wie ich denke. Und äh, was passiert dann? Oder? Also, vielleicht ein einfaches Beispiel. Wenn du am Morgen gut aufstehst, dann wirst du den Tag irgendwie so erleben, dass alles gut läuft, oder? Und wenn du mit dem linken Bein aufstehst, wie man es ja in unserer Sprache so sagt, dann kann es sein, dass der ganze Tag mitzieht, oder? Das heisst, in dieser Energie, die